Ja, heute darf ich auch wieder einen von unseren Schülern vorstellen, einen Benni. Servus. Schön, dass du da bist. Benni, magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Benni. Bin wohnhaft in Niederösterreich und bin vor 5 bzw. schon 6 Jahren mittlerweile in den Zirkfuchs gekommen und lerne seither nur online über die Lernvideos. Und ja, bin heute das erste Mal da. Wir machen gerade Urlaub in der schönen Gegend. Und habe gesagt, ich muss die Zirkfuchsbrüder mal besuchen. Cool. Und da sagen wir, spielen gleich ein Stück. Ich weiß noch gar nicht, was vorgegangen ist. Ja, stimmt. Was machen wir? Ja, wiederholen wir uns von vorher, oder? Was? Räder gut? Ja, gut. Was? Heute geht's der Räder gut. Gut gestartet, oder? Ich finde schon. Ja, Können wir zufrieden sein, glaube ich. Und das sagt, du wohnst in Niederösterreich? Genau, ja. Wo bist du da genau daheim? In Zwentendorf an der Donau bin ich da. Sind auf dem Bus. Im Dünnerfeld. Und Allweil schon gewesen, oder? Nein, ich bin eigentlich aus Oberbayern Ja. und die Liebe hat mich ins schöne Niederösterreich verschlagen. Die Liebe. Ja. Ja. Und wenn bist du zur Harmonika gekommen? Hast du vorher schon mal ein Instrument gespielt? Nein, ich habe gar nichts gespielt. Nur ja, die Volksmusik hat sich halt irgendwie ja, immer mehr und mehr ins Leben geschlichen. Und irgendwann ist mir der Gedanke so gekommen, dass ich eigentlich ziemlich gern Steirische spielen darf. Und dann bin ich halt ja, durch ein bisschen Google-Recherche auf euch gekommen. Ja. Da kommt man nicht drauf vorbei. Ja, fein. Und dann probiert und seitdem bei euch. Hast du überlegt, auch andere Instrumente oder hast du eigentlich gleich das Steirische? Nein, für mich war eigentlich die Steirische irgendwo gesetzt. Und wie war der Start so mit dem Lernen? Hat es Schwierigkeiten gegeben oder ist gleich was? Naja, wenn man das erste Mal so eine Harmonika umhängen, war das natürlich, das kriegt man nie auf 3. Aber wenn man sich halt wirklich an den Plan da hält und da ein bisschen dran bleibt, glaube ich, dann schafft es so ziemlich jeder. Hast du am Anfang ganz fleißigen Ablaufplan gemacht? Ja, oder? tatsächlich ist das so. Ja. Dann habe ich wirklich durchgezogen und wieder ganz langsam da ohne Taste das Ganze. Das merkt man, also du spielst sehr sauber und das macht richtig Spaß zum Stückkreis spielen. Dazu wir machen gleich noch was. Haben wir noch eins, ja? Was steht am Programm? Probieren wir nochmal die Autobahn. Autobahn passt. Ja.
Gut. Hast du auch schon kleine Auftritte gehabt mit der Monika? Die kleine, ja, also auf Geburtstage, auf Ja. überwiegend privaten Veranstaltungen, aber mittlerweile haben wir es auch seit letzten Sommer so, dass wir sie alle 2 Wochen bei uns in der Gemeinde irgendwo treffen und ein bisschen musizieren. Also nicht nur wir, sondern auch andere Musiker aus der Ortschaft und aus der Gemeinde. Ja. Und das ist immer ganz nett, weil da lernt man auf jeden Fall was dazu, wenn man miteinander spielt. Macht Spaß zum Ja. Spielen, ja. Und das sind so unsere Fixtermine jetzt über den Sommer bis in den Herbst rein. Und geht's dir mit der Aufregung? Ich meine, du machst das schon ein paar Jahre so. Ja, Wie hat sich das entwickelt? Das hat sich zum Glück zum Guten entwickelt. Also Ja. immer weniger Aufregung, aber das ist natürlich immer noch da. Also die ersten 2, 3 Stücke sind so zum Einspielen und dann legt es schon langsam. Jetzt ist es auch wieder was anderes, wenn die Kamera ja, läuft. Klar, das sind immer andere Situationen, aber Ja. ich glaube, das gehört dazu. Wie viele Stücke hast du schon ungefähr ein Programm, das du jetzt auch machst? Du alles auswendig? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, es waren schon mal mehr. Am Anfang ist man immer sehr motiviert, dass man Ja. Stückel lernt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das bringt dann doch nicht viel, wenn man keins sauber kann. Und es sind jetzt mit Sicherheit schon einige hinten runtergefallen. Aber ich sage einmal so 20, 25, 30 Stücke werden schon auswendig gehen. Super. Und hast du vielleicht für die Zuschauer irgendeinen Tipp, wo du sagst, passt beim Üben besonders auf das auf oder du probierst das? So, aus meiner Erfahrung seit den letzten 2 Jahren einfach wenn es halt geht, mit anderen Leuten spielen. Das ist, glaube ich, das A und O. Oder? Ist in deiner Gegend Santa Philharmonica spielen? Nein, absolut auch nicht. Aber zum Glück, direkt da, wo ich herkomme, gibt es meine 2 Kollegen, die ich ja da ganz nett grüßen will. Ja, schon gehört. Und da haben wir uns schon zusammengefunden. Und ja, ich glaube, wenn man sucht, findet man überall jemanden zum Spielen. Ja, das stimmt. Dann sieht man es nicht motivieren, dass jemand neu anfängt. Genau, ja. Machen wir ein Stück, halt? Ja, können wir machen. Was nicht, einen Timpli-Bayerischen vielleicht? Passt? Da fällt mir nur der Anfang. Ja, genau, da ist der eine. Genau. Alles klar.
Dimplbar ist schön. Auch gut gegangen. Ja. Jetzt müssen wir noch ein bisschen zu dir privat natürlich auch ein bisschen was erzählen. Außer Harmonika spielen, was gibt es da Interessantes zu dir noch? Oh, nicht viel. Nein. Ja. Ich bin jetzt dabei, beziehungsweise seit ein paar Tagen, muss ich wirklich erst sagen, seit einer Woche, habe ich meine erste Gitarre angeschafft und möchte jetzt ein bisschen auch das Gitarrespielen lernen. Ja, beziehungsweise möchte ich halt einfach auch in dieser Runde einmal ein bisschen mit der Gitarre zu begleiten. Ja. Das taugt mir halt. Das war jetzt das Nächste, was ich so in Angriff nehmen will. Schauen wir mal, wie weit das da geht und was da so kommt. Ja, bei der Gitarre, da braucht man nur die Hornhand und auf die Finger. Das stimmt, das merkt man. Das ist Fingergymnastik ohne Ende. Ja. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, das ist taufrisch und mal schauen, was da so draus wird. Ja, drücken wir uns auf die Daumen. Was ist denn Rupisch, was du gerne magst? Na, tatsächlich verbringe ich die meiste Zeit, soweit es geht, mit meiner Familie, Ja, zukünftigen Frau, Ja. meinem Kind, fein. dem anderen Kind, das jetzt gerade in Anmarsch ist. Ja. Und sonst Arbeit, Freunde Ja, schön. Und Und Musik so. spielen. Ja, und Musik spielen. Das ist Ja. das größte Hobby Hättest du natürlich. schon geglaubt, also, oder wirst du das am Anfang, wo du gestartet hast, vorgestellt, hättest du das geklappt, das sogar geklappt? Oder Nein, hättest so du gut es schwieriger vorgestellt? Nein, tatsächlich, ich habe es mir extrem schwierig vorgestellt. Es ist ja auch nicht leicht, das muss man auch sagen. Ja. Es wäre da nicht geschenkt, da muss man schon dranbleiben. Aber dass es irgendwann so schön geht, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ja. Also, aber so hat man sich halt vorgestellt. Man nimmt das irgendwo mit hin und spielt ein bisschen und macht die Leute Freude. Ja, fein. Und wie viel übst du? Vielleicht verraten wir das auch noch. Am Anfang war es wirklich täglich, aber mittlerweile ist es wirklich nur noch so, vielleicht einmal, zweimal in der Woche. Ja. Es ist halt einfach tatsächlich die Zeit nicht mehr so Zeit da. ist aufgebracht, ja. Aber in der Anfangszeit, in der sehr intensiven Zeit, wo dann auch wirklich was weitergegangen ist, war das täglich. Das ist schon fleißig. Ja. Ja. Haben wir noch ein Stück halt? Ja, glaub du, vor allem, mir fällt es gerade nichts ein. Kann man noch spielen? Ja, dann spielen wir die Mund nochmal, oder? Monteburg, Ja. passt. Gut. René, danke fürs schöne Spielen. Danke auch. Danke Hat mich fürs gefreut. Zuschauen. Hat mich gefreut. Und möchtest du noch was Abschließendes noch berichten? Servus. Servus.